Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video, seit langem einmal wieder, aber heute bloß eine Geschichte. Heute geht es einmal um Berufe der Vergangenheit. Da habe ich nämlich nochmal ganz interessante gefunden. Und zwar geht es um diesen alten Beruf der Rostäuscher. Hat mit Pferde zu tun und interessant, aktive Zeit bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Und was der Rostäuscher so macht als Beruf, das lese ich euch jetzt einmal vor. Aber mich fasziniert so alte Berufe der Vergangenheit und da habe ich ein schönes Buch drüber. Und heute geht es einmal um den Rostäuscher. Und da lesen wir jetzt einmal rein. Heute geht es um den Rostäuscher. Pferdeverkäufer, die keine Mittel scheuten, das Tier besser darzustellen, als es war, beziehungsweise es gegebenenfalls ärmlicher aussehen zu lassen. Erkennungszeichen dieses Berufes: Redegewandtheit und die aktive Zeit bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Die geheimen Künste der Rostäuscher lautet der Titel eines Buches von 1822. Klingt schon mal interessant. Dass die enthüllten Geheimnisse aller Handelsvorteile und Pferdeverschönerungskünste der Pferdehändler offenlegt. Es wurde von einem der bekanntesten Pferdehändler Deutschlands, einem gewissen Abraham Morgens aus Dessau, zusammengetragen und später nach seinem Tod von seinem SV Tecker, königlich sächsischen Major der Kavallerie, Kommandant des Train-Bataillons, Stallmeister und Oberpferdearzt des K6 Zivilverdienstordens Ritter und Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften niedergeschrieben. Eindrucksvoll dieser von Tecker, das über 100 Seiten starke Buch hält, was sein Titel verspricht, und ist oft so aktuell, dass man sich als Leser verwundert fragt, ob sich denn gar nichts in dieser Welt verändert hat, außer dass man heute eher Autos als Pferde kauft. Vielleicht kommen die Pferde mal wieder, weil E-Autos setzt ja nicht hundertprozentig durch. Vielleicht nimmt man wieder einen Drohdesel her oder ein Pferdl. Denn viele der Tricks, die damals beim Rostäuschen angewendet wurden, kennt man heute vom Autohandel. PS waren schon immer wichtig, wenn es um Eitelkeiten ging. Verraten wir, mit welchen Mitteln die Pferde äußerlich hergerichtet oder getunt wurden, um staatlicher auszusehen, wie die wahre Pferd zu präsentieren sei. Und wie man psychologisch den Käufer beeinflussen kann. Ein moderner Autohändler könnte seine Verkaufsstrategie nicht klarer definieren als Tecker in diesem fast 200 Jahre alten Ratgeber. Der Begriff des Rostäuschers taucht in der deutschen Literatur immer wieder negativ auf. So stellen die Verfasser des Rostäuscherbuchs erst einmal fest, dass das Wort Täuscher ein belastetes Wort sei. Der Rostäuscher setzte doch lediglich gewisse Handelsvorteile ein, um seine Ware an den Mann zu bringen. Da seht den Händler NN, der hat den Herrn NN doch ganz ordentlich betrogen und mit einem Pferde angeführt, das nicht die Hälfte des Kaufpreises wert ist. Allein ich frage, welcher hat denn eigentlich betrogen? Der Käufer sich selbst, dass er sich Kenntnis und Erfahrung genug in einem Geschäfte, dem Pferdehandel, zutraute, das er gar nicht kennt und versteht. Oder der Händler, der nichts tat, als dass er zufällig dem Käufer mitten in einem Geräusche etc. seine Pferde zeigte und diese äußern oft gar nicht einmal von ihm abhängigen Dinge bloß nur zu seinem Vorteil zu benutzen, verstand.
Die Vorteile, die sich der Rostäuscher einfallen ließ, sind nicht so harmlos, wie hier getan wird. Rein optisch gab es einigen Gestaltungsspielraum. Bei alten Pferden wurden die Zähne kurz geschliffen oder gezogen. Bei anderen Pferden wurde das Fett über den Augen herausgetrennt, das Fell wurde eingefärbt. Gerne wurde der Schweif anglisiert, das heißt der Muskel, der den Schweif nach unten hält, wurde durchtrennt, damit er nach Mode der englischen Vollblüter abstand. Boah. Die Mähne wurde gerupft, die Ohren ausgeschert. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Für ein besseres Hören und Horchen der Pferde, die Hufeisen wurden abgerissen, für einen leichteren Gang. In diesem Fall musste darauf geachtet werden, dass beim Verkaufsgespräch das Pferd auf Sand vorritt, da hat der Boden den so gewonnenen Gang wieder gefährden würde. Und ganz wichtig, das Pferd wurde gepfeffert. Puh, warum? Der Pfeffer ist der wahre Geist des Pferdehandels. Er macht aus Alten junge, aus Trägen feurige, aus Dummen gescheite, aus Widerspenstigen folgsame, aus Unbeweglichen bewegliche, aus Plumpen leichte Pferde und ändert selbst die Form, die Teile, die Bewegung, mit einem Wort das ganze Wesen des Pfeffers auf eine beinahe unbegreifliche und auffallende Weise ab. Daher muss denn jedes Pferd, bevor es den Stall des Händlers verlässt, mit einigen Pfefferkörnern oder noch besser Pfefferpillen versehen sein, die ihm der Koppelknecht nach Taschenspielerweise verborgen in den After bringt, womit gleichsam seine Toilette, seine Apparatur vollendet wird. Das ist ja krass. Kurz, ein Rostäuscher konnte ein Pferd so herrichten, dass sein vorheriger Besitzer es nicht wiedererkannte. Das Aussehen des Pferdes zu verändern, so die Verfasser der Rostäuscherbibel, sei mit den Kunstgriffen älterer Fräulein zu vergleichen, die sich einen Mann angeln wollen, und bei denen würde auch keiner schreien, sie hätten durch ihr verjüngtes Aussehen betrogen. Falls übrigens gestohlene Pferde im Stall waren und die Gefahr bestand, dass eine Polizeikommission diese suchte, hatte der Rostäuscher die Aufgabe, edle Reittiere in billige Gäule zu verwandeln. Das ist ja krass, oder? Er verfilzte das Fell, schlug einen Nagel in die Hufe und besann sich auf allerlei andere Tricks. Wichtig beim Rostäuschen war auch die Präsentation der Pferde. Am besten mache es sich, wenn man sie vor einer weißen Mauer aufstellte, denn davor sehen Pferde einfach edler aus. Die schönen Pferde sollten weiter vorne platziert werden, die weniger schönen weiter hinten. Im Stall, so wird geraten, dürfe nicht an Licht gespart werden. Und letztendlich war es ratsam, schlechte Pferde einfach unter einer Decke zu verstecken, da diese Maßnahme die Neugierde der Käufer mehr anstachelte und sie darunter besonders edle Stücke vermuteten. Das ist ein Tierquälerberuf, ja, nicht das Wahre. Ein Rostäuscher musste aber auch Menschenkenntnis, Lebensumgang und kluges Benehmen im Allgemeinen mit sich bringen. Der Grund dafür, der Mensch bleibt sich von der Jugend bis zum Greisenalter überall gleich und zeigt bei der Auswahl eines Pferdes oft ebenso vielen Eigensinn und Vorurteil als bei der Wahl eines Spiels und einer Frau. So war es also wichtig, beim Verkaufsgespräch herauszufinden, welche Art von Pferd der Käufer suchte und dann dem Vorreiter geheime Zeichen zu geben, genau diese Qualitäten aus den Pferden herauszukitzeln. Nie könnte ein Kavallerist Vorreiter sein, auch wenn er der beste Reiter seines Regiments war. Als Vorreiter sei er eben nur in der Lage, sich selbst auf dem Pferd darzustellen, nicht aber das
Pferd selbst. Doch auch schmeichelnde Worte werden als Verkaufsstrategie genannt. Tierärzte und Professoren, die sich selbst als klug einstuften und theoretisch viel von Pferden wussten, kannten sich im Konkreten wenig aus und konnten vor den Rostäuschern mit Floskeln wie „Wenn ich nur den geringsten Teil von dem wüsste, was sie verstehen", leicht um den Finger gewickelt zu werden. Die Tricks der Rostäuscher gingen so weit, dass sie manchmal Schauspieler engagierten. Plötzlich tritt ein unbekannter Herr hinzu, er mustert dasselbe Pferd, er spricht leise mit seinem Begleiter, doch aber immer so laut, dass es der eigentliche Käufer hören kann. Dass ihm dieses Pferd außerordentlich gefalle, dass seine Stellung, seine Bewegung, seine Form etc. ganz vortrefflich wäre und dass er es um gar keinen Preis wegließe. Auch solche Mogeleien konnten nachhelfen, den Kauf schnell abzuschließen. Und niemals käme einer der Rostäuscher auf die Idee, dass es sich hierbei um Tricks handelte. Es ging lediglich darum, sich einen Handelsvorteil zu verschaffen. Vollkommen legitim, wäre der Käufer klüger, könnte er all das durchschauen. Und wenn ein Kunde sich nun doch beschwerte nach dem Kauf, wenn selbst der Stallmeister meinte, das Tier sehe sich nicht mehr ähnlich, dann konnte man antworten, beim Händler sei es geputzt und reinlich gehalten, der Stallmeister aber sei ein fauler Kerl. Illustration: Rostäuscher bei der Veredelung eines gemeinen Ackergauls. Hintergrund: Lexikoneintrag Rostäuscher, Roskam, Manguri, Macquignon, lateinisch Mango equorum, heißt einer, der Profession vom Rosshandel macht. Sie lassen sich heutzutage lieber Pferd- oder Rosshändler nennen und müssen einen guten Verstand von Pferden haben. Auch vergleichen sonderlich aus seine Maule, Zähnen, Lefzen, Zungen, Kinn, Nase, Augen, Stirne, Kopf, Ohren, Schopf, Mähne, Schweif, Hals, Brust, Bügen, Kreuze, Bauche, Geschröte, Füßen, Hufen, Wirbeln und sofern er wohl zu urteilen wissen. Boah, dieser Beruf eine richtige Gaunerei. Wenn man bedenkt, man gibt ja viel Geld aus für so ein Pferd und dann wurde es nur manipuliert, ja, wie es bei Autos halt auch ist. Interessant, gut zu wissen, diesen Beruf hat es gegeben, Rostäuscher, das war's wieder. Ein richtiger Gaunerberuf. Aber gewisse Autohändler manipulieren vielleicht heute genauso rum. Wer weiß. Gibt es bestimmt auch viele schwarze Schafe. Und so war es halt damals beim Rostäuscher. Also mit diesem Sinne wünsche ich euch was. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben würde mich freuen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, auch nicht tragisch, dann dreht den Computer einfach wieder ab. Also mit diesem Sinne, macht es gut. Helmut, die Anker Filmschmiede. Servus.